Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Der Jan Fitze hat Grosses vor. Er übernimmt den Bauernhof mit allem, was dazugehört. Und freust dich? Es geht. Ja, Angst. Vor was? Ich habe bis jetzt ja Verantwortung übernommen für Kinder oder für Kühe, aber noch nie für Kinder und Kühe. Vor allem ist das noch lange nicht alles, was sie haben. Sie haben noch Kälbli, 15 Hühner mit Güppel, 2 Schweine, Enten und einen Pfau. Jetzt wird einfach alles noch vermengt. He? Vielleicht kriegen wir jetzt einen Rand von Wahnsinn. Eingebrockt hat ihm das die Redaktorin Seraina Bernet und ihr Team. Das ist «Fitze übernimmt». Ein Bauernhof. Ja, und in dem Stil geht es jetzt auch etwa weiter die nächsten 40 Minuten. Hoi! Bist du im Stress? Hä? Bin ich recht auch so am Säckchen wie er? Oder habe ich es denn besser im Griff? Hoi! Du bist? Anuk. Anuk, freut mich. Jan. Und alles gut? Ja. Du bist? Arven. Arven, freut mich. Jan. Hoi! Aviel. Aviel. Hoi, Bianca. So, hast du es gefunden? Ja, es war nicht so schwierig. Nicht, he? Nein, Es gibt einfach einen Weg. ja, Ja. das ist immer gut. Ist das auch das Motto auf dem Hof, es gibt nur einen Weg? Oder kann man das machen, wie man will? Es gibt mehrere. Aber nicht einfach. Hoi! Hoi! Hast du genug zu tun? Nein, Nicht? aber jetzt schon. Mit mir? Ja, vielleicht, ja. Je nachdem, neuer Praktikant mehr jetzt, oder? Ja. Auf dem Hof der Familie Wenger-Hofstetter läuft immer etwas. Für das sorgen die Tiere und die Kinder. Und das da ist nur ein kleiner Vorgeschmack. Das werden. Ja, super, der hat die Kurve gekratzt. Noch nicht genug gehabt? Ja. Dann machst du noch mal. Küche und noch die Älteste im Jahr. Ja, genau. Alia. Sally. Jan, freut mich. Die Bianca und der Florian wohnen mit ihren 4 Kindern in Trubschachen im Emmental. Hoi! Bist du zufrieden mit deiner Leistung heute? Das Nani. Nani. Es scheint mir sehr ein spassiger Hof zu sein. Gute Miteinander. Auf eine schöne Hofwoche. Ja. Sagen Sie doch einmal hier beim anderen Format, oder? Heute wird der Jan in alle Aufgaben eingeführt. Ab morgen ist er da, der Tatschmeister. Die Kühe müssen in diesen Stall. Die müssen in diesen Stall rein, ja. Wie viele sind es? Also total sind 21. Und müssen alle haben oder nur die Lust haben? Wenn es gut kommt, kommen alle runter. Sa. Sa. Komm, sa. Könnte ein heiter werden, wenn ich da allein bin. He? Du hast die Stellung drunter, gell, Jan? Ja. Alte Stellung, aber ich muss ja etwas machen, wenn es kommt. Die Damen, Frühstück ist angerichtet. Genau, guten Morgen. Hat eigentlich recht gut geklappt. Und jetzt einfach schön talwärts. Jawohl. Ufer wäre sehr anstrengend, gell? Die Bianca und der Florian führen den Hof gemeinsam. Zusammenarbeiten können sie aber nicht so häufig. Beide haben noch einen zusätzlichen Job auswärts. So ist meistens nur jemand auf dem Hof. Das nächste Projekt ist echt ziemlich einfach. Ah, das ist gut. Aber das So. heisst bei mir manchmal nichts. Doch. Einfach die Hühner rauslassen, gell? Sind alles Damen? Schon. Also der ja nicht, oder? Ah, der ist der Gückel. Siehst du schon den Unterschied? Wie erkennt man den Gückel? Weil der so einen Bart hat. Ernsthaft? Jan,
Ja. Jetzt habe ich mich gerade diskreditiert. Ja. Hey, jetzt müssen wir wirklich ein bisschen vorwärts machen im Fall. Ja, aber die müssen zuerst raus. Schau, du kannst einfach pro Morgen so eine Schelle und du kannst das da außen ein bisschen streuen. Die streuen. Also, eures Frühstück. Weil die Bianca weiss, wie es ist, wenn man den ganzen Hof und die Kinder allein macht, weiss sie auch, was es braucht. Ein gutes Zeitmanagement. Nicht unbedingt das, was am Jan liegt. Also du kannst dann auch noch dem Abiel sagen, er kann schauen, ob es Der Abiel ist, stimmt, der ist immer dabei. Der ist immer überall dabei. Und du kommst ja, du kommst echt raus. Du checkst es. Gut. Das war das eigentlich schon. Die sind dann den ganzen Tag frei. Einfach am Abend, gell, bevor du gehst schlafen, musst du hier zutun. Ja, sonst kommt, Das ist wichtig, sonst kommt der Fuchs. Genau. wenn der Pfau nicht schaut. Gut, gehen wir zu den Säuen. Und gell, da musst du ihn einfach manchmal auch ein bisschen tragen, weil da hast du einfach wie nicht so Zeit, mit ihm noch lange zu laufen. Ja. Und dann ist schon Mittagessen, die Kinder kommen heim. Ja. Und ja, du musst ein bisschen zügig gehen. Willst du tragen? Mal üben. Ja. Oh, schön, du bist viel zu schwer. Ich kann dich nicht mehr. Gut. Wow, bedeckt mit dem Vater hast du zum Glück. Sehr wahrscheinlich sind die noch am Schlafen bei diesem Wetter. 4 Schaufeln, gell? 4. 4. Abiel, 4 Schaufeln, gell? Abiel, merkst du ja, 4 Schaufeln. Ja. 4. Wie viele Schaufeln? Eine. Okay, gut. Ich sehe, auf dich kann ich zählen. So. Also, jetzt da hinten, da hat Strom drauf. Wow, was ist das für eine Jetzt kannst du es dort reinleeren. Auerei. Und dann kommen sie. Ja, eigentlich schon. Vielleicht hast du jetzt gar nicht so Hunger. Nein, leer es nur rein. Wo? Und jetzt hast du noch mal Körner gegeben. Jetzt musst du die Spritzkanne füllen mit Wasser. Und jetzt kannst du es noch über das Futter leeren. Gut. Vielleicht so die halbe Kanne. Machen wir dir ein feines, was ist echt das? Ein Rahmensüppli. Gut, Vreni, für dich ist auch angerichtet. Also zuerst mal Vrenis Freundin. Hoi, für Vrenis Freundin. Ja, hoi, Vreni. Du, aber schön, feines, borstiges Haar. Jan? Ja, Vreni, wir sehen uns wieder. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Next Job. Ja. Abiel, willst du auch noch helfen oder ist es gut, wenn ich es mache? Du machst es morgen, gell? Jetzt kannst du mit der Gabel einfach das Stroh hier aussen auf den Mist. Ah, da hinten ist der Mist. Ja. Hast du es einfach hergeschossen? Hä? Hast du es einfach hergeschossen? Nach dem Meterstandard muss man das noch einmassieren, oder was? Ja, nein, aber du kannst nicht einfach nur her, du musst es schon ein bisschen beigeln. Hey, sorry, das ist Demeter. Auf einem Demeterhof muss nichts alles kann. Das ist zumindest meine Wahrnehmung von dieser Kultur. Jan, Hä? wo bist du schon wieder? Muss man das so richtig zumachen oder einfach... Meine Güte, die Türe zu und dann komm. Aber Ich drehe durch. Nein, wirklich. Wir haben schon mega Verspätung mit dem Stall. Und eigentlich willst du wirklich Stall machen, Hühner, Säue und dann kochen. Weil die Kinder kommen um 12 Uhr. Und es wird schon auch knapp. Gell, du weisst nicht, wie es ist, wenn 4 Kinder Hunger haben. nein. Das ist schön. Bianca und der Florian sind ab morgen weg. Dann muss der Jan den Hof und die Kinder übernehmen. Ich glaube, er hat das Gefühl, es ist noch recht easy da. Er hat wirklich... Das macht mir Himmelangst, ob er überhaupt Schlag kommt. Überhaupt am Morgen Kind pünktlich in die Schule zu haben. Und sich bewusst ist, dass er eigentlich vorher Kühe machen sollte. Oder zumindest, dass die Kühe im Barren sind und fressen können, derweil, dass er die Kinder in die Schule tun. Er muss dann die Arbeiten abstimmen. Und dann eigentlich momentan ist meine grösste Sorge, ob er sich das wirklich bewusst ist. Und das ist noch nicht einmal alles, was auf ihn zukommt. Jetzt haben wir noch ein Spezialprogramm. Wir üben mit einer Kuh trainieren für Nein. doch für nächste Woche
eine Hofschlachtung zu machen, eine Hoftötung zu machen. Dass sie am Tag X auf die Plattform geht, damit wir sie hoftöten können. Also sie übt für ihren Tod? Ja. Ja, dass der Tag X jetzt genau in meiner Woche ist wahrscheinlich jetzt schon nicht ein riesen Zufall, sondern ich kenne ja so ein bisschen die Pappenheimer hinter der Kamera. Die haben wahrscheinlich gedacht, ja, das ist doch eine super Geschichte. Dann seht ihr mal, was es eben braucht. Wo ihr hier geben, dass sie das Vertrauen bekommt von der Plattform. Wenn ist die Übung erfüllt? Wenn sie den Kopf hier durch hat und hier am Heu essen ist. Oder mein Ziel ist, dass sie selber auf die Plattform hineingeht. Dass sie ohne Stress eben auf die Plattform geht. Guten Miteinander. Noch einen letzten gemeinsamen Nacht, bevor der Jan auf sich allein gestellt ist. Nervöser als er ist aber eindeutig die Bianca. Ist mir leichter unwohl. Der umso wohler, oder? Okay. Gute Symbiose. Ja, genau. Finden wir uns in der Mitte. Nein, Bianca, du musst dir keine Sorgen machen. Nein, die rennste Panik steigt in mir auf. Ich bin ein Wettkampftyp. Ich laufe erst auf Hochtouren, wenn das Spiel losgeht. Ja. Nein, das ist gut, das ist beruhigend. Jan? Jan? Oh ja. Warte. Könntest du die Kinder aufbringen? Geht. Ja. Könntest du die Kinder aufbringen? Natürlich. Will jemand von uns ins Bett? Nein. Okay. Jan! So, das letzte. Ja. Ja. Bringst bitte die Kinder rauf? Ja, ist Schulmorgen. Also, Mutter ruft. Sollen wir ins Bett? Also, jetzt gehen wir ins Bett. Jetzt ist genug. Nein. Ja, mit dir, Mama. Jetzt ist genug. Weißt du was? Jetzt bin ich Papa. Ja, komm, bring die Kinder ins Bett. Ich kann ich schon mal. Nein, Anna. Wo sind die anderen? Die Hilfe von Jan hilft nicht wirklich, die Bianca zu beruhigen. Wo schläft sie? Ohne Worte. Hat Bianca echt dort endgültig gedacht, das ist keine gute Idee, um mich hier allein zu lassen? Wenn man so aufzieht vorher, Ja, das du hast einfach verloren. Auf der ganzen Linie hast du einfach verloren. Zum Glück habe ich den Fehler jetzt heute noch gemacht. Nein. Und ab morgen Nein. werde ich da ganz anders reinfahren. Ja, das ist wieder mal sehr beruhigend, das Ganze. Es wird immer wie besser. Meine Güte! Gut. Die Kinder sind in guten Händen. Glaube ich. Lars, der kleine Eisbär, lebte dort, wo es keine Bäume und keine bunten Wiesen gibt. Sein Vater hatte Lars immer vor den Menschen gewarnt. Schon war es ganz nah, nur noch 2 Schritte. Jetzt geht ihm auch der Lars helfen. Er sagt ihm ganz ruhig, bleib, ich tu dir helfen. Und heute ist es soweit. Der Jan wird Bauer. Jetzt ist es fertig geschöckelt. Preis für Kopfsalat. Die Tendenz ab dem Samstag steigend, nur dass ihr informiert sind. Tipptopp. Dann wünsche ich euch dann viel Spass. Wünschen wir dir auch? Mit welchem Gefühl gehen ihr? Ja, so ein bisschen gemischte Gefühle. Sie sind sicher in guten Hängen, aber ja, ich bin gespannt. Ja, sie hat nicht nur Kinder, sondern sie hat Tiere auch noch und die ganze Landwirtschaft. Ja. Ja. Ich glaube, es ist 2, oder? Ja, vielleicht gehe ich mich mal Ich würde anfangen.
Die Elisabeth, die Mutter von Flo, holt die beiden ab. Die gönnen sich eine Auszeit. Hoi, machen wir genau so. Grosser Fan von dir. Ich hoffe, in 2 Tagen immer noch. Ja, sicher. Dann hast du das Gefühl, die Kinder sind jetzt in guten Händen, die nächsten 2 Tage? Ich glaube es, ja. Also, ich habe euch auch noch etwas mitgebracht. Ah, wirklich? Ich bin am Morgen extra um 6:30 auf, dass ich noch backen konnte. Großartig. Das ist nicht einmal, das habe ich nachher gemacht. Bianca hat ja noch gebacken heute Morgen, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Ja, darum bist du. Darum bin ich heute Morgen nicht in den Stall gekommen. Ah, okay. Nein, ich gehe jetzt Ich wünsche dir viel Glück Danke. und Geduld. Ich hoffe, ich werde es nicht brauchen. Viel Vergnügen. Oh ja. Tschüss. Also, Amen. Tschüss. Tschüssli. Für 2 Nächte sind die beiden jetzt fort. Der Jan übernimmt. Amigo, bist du abreisefertig? Gut. Okay. Velo vola, velo vola, velo. muss es alleine machen. Ah, schon? Ah, wie, hast du schon versucht, meine Unwissenheit auszunutzen? Ja. Okay. Zuerst kümmern sie sich um die Zoe. Hoi zusammen. Gut, dann könnt ihr sich ein bisschen füttern, dann tue ich hier putzen. Wow! Nein, nein, noch nicht zurückkommen. Diese kleine Tasse. Kann man nicht einfach ein bisschen Neues drüber tun und dann ist gut? Nein. Aha. Man muss alles nehmen, was dreckig ist. Gut, gut. Weißt du, wie man das neue Stroh oben runterrührt? Willst du es machen? Achtung, es kommt! Wo genau? Hier! Wo? Oh. Ja, ist angekommen. Danke. Pizza, komm, ich kann helfen! Jawohl, ich komme. Ja, ein paar Sachen muss man ihm auch dann schon ein bisschen erklären, aber er wird es schaffen. So wie er jetzt dran ist eine gute Einstellung. Natürlich. Spricht etwas dagegen? Nein. Dann könnt ihr einen Film schauen. Zur Nacht gibt es bei der Familie Wenger-Hofstetter eigentlich am 6 Uhr. Es gibt nichts Schöneres als so glückliche Kinder. Aber die Kühe muhen die ganze Zeit. Hörst du es? Ist das ein Alarmsignal oder? 6, Sie können sich gerade mal abschminken. 6:30 ist die neue Essenszeit. Okay, sie mut mir jetzt ein bisschen zu fest. Vielleicht lasse ich es einfach raus. Wir gehen mal schnell schauen. Jetzt bin ich echt ein bisschen nervös. Du könntest auch raus. Oh, könnt doch alle raus jetzt. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 weg, 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 weg. Ah, fuck. Genau, den haben wir nicht wollen. Achtung. Einfach ruhig bleiben. Du bleibst ruhig, ich bleib ruhig. Ja, ja. Gutes Gras fressen auf der Weide. Ciao, du. Ganz ruhig.
sie backt. Ich komme ja gerade, aber wenn du so dumm tust, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Gut. Und tschüss. Oh Gott. Oh mein Gott. Das ist wirklich stressig, wenn du mit so 800 Kilo schweren Viechern zu tun hast. Oh. Zurück in die Küche. Die Kinder sollten in 5 Minuten im Bett sein. Also die Nudeln sind super. Weil der Koch ein bisschen überfordert war, gibt es heute Pasta. 7:30 können wir endlich essen. Der Bauer hat die Zeit vergessen. Kann man so sagen. Und er lernt nichts daraus. Wann gehen die eigentlich aber so ins Bett? 7. Okay, dann sollten wir vielleicht bald einmal. He? Jetzt gehen wir schlafen. Jeder auf seine Position. Gute Nacht, meine Freunde. Oh, hey, Schia, wie sieht's da aus? Für den Jan ist noch lange nicht Feierabend. Oh, als ich rausgekommen bin, habe ich gedacht, was für ein Tag. Und dann habe ich mir überlegt, wie man das so regelmäßig macht, also beruflich. Das ist ja jeden Tag fängt wieder bei Null an und hört da wieder auf. Jeden Tag. In der Nacht ist Jan ein gröberes Missgeschick passiert. Jetzt hat er die Hoffnung, dass sich das Problem von selber gelöst hat. Nein. Irgendwie ist der Abfluss verstopft. Also passiert nichts. Also bist du da aufs WC? Da hat er jetzt nichts zur Sache bei. Fakt ist einfach, es ist elendlich verstopft. Im Moment ist nicht viel zu machen. Zeit fehlt. Und gestern Nacht wäre wieder ein schönes Bild gewesen. Haben wir noch mit Durchspülen probiert. Noch nachher schwimmen. Also, aber jetzt wecken wir mal Kind und einfach schauen, dass da niemand mehr zusätzlich reingeht. Guten Morgen miteinander. Hast du gut geschlafen? Avi, hast du gut geschlafen? Wie brauchst du es morgen? Zum Morgen. Die Kinder wissen noch nicht, was sie im Bad erwartet. Sehr gut. Oh, also der WC ist eben nicht benutzbar. Bist du das? Aviel? Nein. Das war Alia. Ich kann es jetzt nicht. Ja, ist egal, was es war. Da. Rausspaziert. Die Arwen und der Anuk müssen in den Kindergarten und in die Schule. Tschüss zusammen. Hallo zusammen, ich bin ein Chauffeur.
Also, Avi, jetzt müssen wir... Was müssen wir? Zuerst die Türen rauslassen. Jetzt hier links. Zurück auf dem Hof müssen der Avi und der Jan alle Tiere versorgen, bis die 3 Geschwister wieder heimkommen. Erinnert sich noch jemand, wo das Hühner Futter war? Oh, jetzt haben wir guten Morgen, meine Damen. So. Willst du den Hühnern das Futter geben? Gehst du ein bisschen voraus? Genau. Ja, der kommt ja draus. Was erzähle ich? Jetzt müssen wir zu der Zoe. Die Zoe haben schon gerufen. Warte schnell, eine ist schon runtergekommen und hat mir gesagt: Abi, ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Kannst du mich auch noch füttern? Abi, ich brauche Futter. Ich hätte gerne noch ein paar frische Rüebli zum Morgen. Kommst du mit? Wie gibt es Arbeitstempo vor? Vielleicht bin ich doch nicht am 9 Uhr durch. Hallo zusammen. Achtung. Der Wasserhahn ist ein bisschen Demeter. Aha. Der Bauer ist einfach noch nicht so schlau. Ich glaube, den Sauen ist es egal, ob es jetzt frisch ist oder nicht. Sie sind doch noch sozial, die Sauen. Die Grosse frisst einfach zuerst, bis sie genug hat, und dann kann die Kleine kommen, habe ich jetzt gemerkt. Nach den Hühnern und der Zoe warten noch die Kühe auf die beiden Hilfsbauern. Die Kühe müssen wir jetzt von hier in den Stall bringen. Also Avi, jetzt müssen wir da ein bisschen zurückkommen, weil jetzt ist es gefährlich, wenn die Kühe nachher schnell durchlaufen. Du kennst es, oder? Ja. Du kannst eigentlich erst ganz am Schluss dann noch hinten ankommen. Die haben vielleicht nicht die perfekte Linie, so wie du. Nein. Da. Und schaust zu. Wenn 21 Kühe hier in Trubschachen ausbüchsen, dann ist dann schon... dann kommen wir vielleicht nicht nur in der Dorfzeitung. Hey, ihr wisst, wo durch, hä? Ich komme euch nach dem Stall anbinden. Ei. Ah. Ei. So. Also, dann könnt ihr kommen. Komm, sa. Nein, nicht den Bobbycar kaputt machen, bitte. Der gehört dem Avi. Ah! Ich Scheibe hat ja Strom. Gut, Avi, let's go. Wir müssen in den Stall. Schaust du auf den Avi? Wieso sind die jetzt schon wieder... Nein, die sind wieder im Futter drin. Hat jemand auftun? Meine Freunde, da geht wieder raus. Geht wieder raus. Raus. Nein. Das ist Wahnsinn. Die wissen, wie die Tür aufgeht. Also, Freunde. Auch der Betrieb von einem Demeterhof ist durchaus mit Stress verbunden. Nachdem die Tiere versorgt sind, muss sich der Jan um das kümmern, was er schon den ganzen Tag vor sich her schiebt. Im besten Fall hat sich das Problem jetzt von allein erledigt. Eventuell auch nicht. Also das Problem scheint da seit Längerem zu bestehen, weil es ist nicht... Denen, die ich erzählt habe, haben gesagt, oh nein, schon wieder. Obwohl, wenn du dir vorstellst, es ist Schokocreme, ist gar nicht mehr so schlimm. Dann ärgerst du dich höchstens, dass es ein bisschen zu dünn geraten ist. Oh Gott!
die Pumpe an. Hey! Das ist wirklich ein Tiefpunkt. Tiefpunkt meiner Karriere. Der Jan ist dermaßen beschäftigt mit dem WC, dass er nicht einmal gehört hat, dass die Kinder wieder heimgekommen sind. Und das im blödsten Moment. Hoi! Willst du helfen? Na, vielleicht kannst du noch einmal probieren. Ari, bist du auch noch da? Nicht. Aber Boah, das wird nicht, gell? Scheiße. Gut, wir haben ja noch ein zweites WC. He? so lang. Oh, Komm! Das kannst du spülen. oh! Geil gemacht. Das kannst du noch mal. Sie können uns auch buchen. Jetzt haben sich die Kinder aber definitiv einen Film verdient. Und der Jan muss noch etwas erledigen. Er muss mit der Estelle üben, auf die Plattform zu stehen. Hure fies. Noch ein bisschen führen. Ich hänge einfach mal drauf, dass ich sage, ich hätte es geschafft. Morgen musst du nicht. Einfach jetzt. Zum einmal bluffen. Ja, mit beiden, komm. Ja, beide mal üben. Mir fühlt sich schon ein bisschen schlecht. Wenn sie jetzt da ihre Vorderfüße noch da drauf tut, dann ist sie eigentlich schon in der Falle. Ich weiss jetzt nicht, auf welche Seite dass ich mich schlagen soll, weil für den Flo ist es mega wichtig, weil das ist eben auch die Tür, um da all die Leute aufzubieten morgen. Ciao, Estelle. Jetzt sind wir näher dran. Für die Estelle wäre es natürlich besser, sie geht da nicht drauf. Könnte also schwierig werden, dass das morgen gelingt mit dieser Schlachtung. So. Guten Miteinander. Was für eine Sprache? Baseldeutsch. Baseldeutsch. Also gut, dann probieren wir mal das. He? Ich versuche schon seit Tagen, sie abzuschütteln. Aber sie bleiben mir auf den Fersen. Die Tiefstimme gehört einem riesigen Kopf. Und der Kopf, der gehört dem Piotr, einem freundlichen Pottwal. So, eine gute Nacht, meine Damen. Hühner sind auch unten. Aber der Stall ist noch schmutzig. Darum gehe ich jetzt noch arbeiten. Obwohl ich nicht mehr mag. Und morgen um 6 Uhr gibt es da vielleicht eine Schlachtung. Guten Morgen zusammen. Morgen. Kaffee. Dankeschön. Merci vielmals. Ihr seid? Ich bin der Andreas. Andreas und? Esther. Esther. Freut mich, Jan. Und was macht ihr so beruflich? Ich bin Landwirt und neben dem Landwirt mache ich noch Hoftötungen. Und ich gehe davon aus, du bist überzeugt, auf dem Hof ist irgendwie
tierfreundlicher, als wenn man die irgendwo hinfährt und dann... Es ist stressfrei für das Tier. Das Tier hat keinen Stress. Das Tier nimmt keine Schlachtgerüche auf im Schlachthof, hat Stress von diesen Gerüchen. Und hier ist es einfach in gewohnter Umgebung, wo es dann sterben kann. Mhm. Ja, dann schauen wir mal. Da bin ich jetzt ein bisschen gestresst. Nein. Einfach, es ist wirklich nicht gestresst werden, weil das Tier merkt es. Mhm. Mal schauen. Wenn es geht, geht es. Und sonst ist es noch nicht Zeit für das Tier, sage ich immer. Mhm. Gut. Das ist übrigens der Momo. Ja. Er ist nervös. Brutal. Brutal nervös. Aber das ist auch fast normal. Aber ja, wir werden es sehen. Wir arbeiten dran. Wenn das Tier drinnen ist, steh schnell weg. Steh nicht hierher. Den Bolzenschussapparat, gell? Dann tue ich hier das Tier so schiessen. Ja. Da darfst du nicht klopfen, gell? Das Tier hängt mit dem Kopf da drin. Mhm. Das Tier ist nicht tot, einfach, dass du das weißt. Ja. Das Tier ist betäubt. Ja? Bewusstlos. Bewusstlos. Der Sterbeprozess erfolgt innen, bin ich allein. Ja. Gut. Gut. Fragen bis jetzt nicht. Nein. Das Einzige ist, jetzt würde ich dir mal empfehlen, dass du die Kuh mal reitest. Aber es ist schon noch ein spezielles Gefühl, wenn man noch vor dem Morgen irgendein Tier schlachten. Es gibt schönere Aufgaben. Da geht schnell heute. Du glaubst nicht, die checkt da? Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen komisch, um da den letzten Schritt zu machen. Zuerst, wenn es mit Fressen geht, in den langen Hals, als sie machen können. Ist heute noch nicht der Tag. Wie geht's? Also hast du schon weiter als vorher, hast du gemerkt? Mhm. Gut. Ich habe nicht das Gefühl, dass Jan viel falsch gemacht hat. Das Problem ist einfach, dass das Tier innen kennt. Also man sieht, es ist eine Viertel scheissegal im Fall. Auch wenn der drin zu fressen ist. Also sie ist locker. Es interessiert sie nicht, was hier geht. Also sie will nicht. Punkt. Also da können wir jetzt 2 Stunden üben, das Tier geht nicht auf die Plattform. Gut. Kannst du ausschnaufen, dann stören. Können wir Kaffee nehmen? Gibt kein Fleisch, aber Kaffee. Das ist vielleicht nicht so schlecht. Hast du verdient für die gute Zusammenarbeit. Und ich bin eigentlich froh, haben wir nicht noch eine Tote zum Schluss der Sendung. Putzen müssen wir dich auch schon wieder mal. He? All right. Dann, wow, ist das ein Mess? Ich habe das Gefühl, sie sind ein bisschen hässig. Gut. Und du bist sowieso immer ruhig, oder? Jedes Mal der gleiche Scheiß. Bleiben wir ruhig. Bleiben wir ruhig, dann geht es schneller für alle.
Wenn doch einmal Leute in einem Interview gefragt werden, ob sie Angst hatten vor einer gewissen Situation oder so, dann sagen sie doch immer Angst nein, Respekt schon. Vom Kühe an- und abbinden habe ich Angst. Und zwar richtig. Ruhig bleiben. Ah, fuck. Ruhig bleiben. Kannst du ihr ein bisschen Futter geben? Komm. Oh, schau mal, Serena hat etwas Feines. Ja, so, schau. Komm. Bleib doch ruhig, Mann. Bereit? Nein. Fuck! Wie soll ich es auftun, wenn du jedes Mal mit den Hörnern kommst? Und von dieser Seite dort? Was aufmachen? Im Schutze des Häuschens. Hm? Oh ja, Serena, das wird noch klappen. Gut. Oh, free! Free! Oh! Oh Gott, meine Nerven. Geschafft. Gut. Jesus Gott. Da ist schon Der Jan und die Kinder hübschen sich noch auf. Jeden Moment kommen Bianca und der Flo heim. Hier, kannst du ablegen. Ah, die sind schon da. Shit, wir haben die Küche gar nicht aufgeräumt. Nein, Gabriel! Hallo zusammen. Hallo. Hi. Du bist ein Dicker. Hallo. Hey. Ich bin froh, sind die ja wieder da. Aber es ist. Wir sind ja froh, sind wir wieder da. Ja, mega. Es ist tiptop gelaufen. Es leben noch alle Kinder und auch noch alle Kühe. Oh, ja, nein, und das grösste Debakel. Das ist schon wieder verdrängt. Aber euer WC hat ab und zu, glaube ich, Funktionsstörungen, oder? Das ist jetzt aber nicht. Habe ich auch gedacht. Also ist überlaufen, oder was? Also, du hast auch von unten dürfen noch putzen, oder? Mhm. Ja, schön. Ich habe am Schluss gedacht, das war noch meine letzte Lösung. Vielleicht, wenn ich jetzt die Spülung noch ein zweites Mal drücke, dann durch den Überdruck presst es ab. Nein, die Verstopfung war stärker. Jetzt ist dann rausgekommen wie ein Vulkan. Jetzt gibt es sogar Kuchen vom Jahr. Die Bianca und der Flo nehmen es mit Humor. Die Hauptsache ist, dass alle wohlauf sind. Sie haben sicher tolle Sachen erlebt, gute Eindrücke gehabt, gute Erfahrungen dürfen machen. Alle zusammen. Ja. Aber man sieht halt schon, ja. Also. Aber sie sind einfach mega müde. Aber sie sehen mega glücklich und happy aus. Das ist das Wichtigste. Ja, man kann natürlich nicht mich auf den Hof holen und meinen, die Kinder sind nachher nicht müde. Aber merci vielmals. Ja, merci vielmals. Hey. Ja, ich danke euch, dass ihr da so viel Vertrauen habt. Ja. Ein kleines Bauerndiplom würde ich mir jetzt schon überreichen, weil noch schon den Hof zu führen wäre eine rechte Challenge gewesen, aber dann auch noch parallel den Haushalt, den du kennst, und die Kinder, die du kennst, und einfach alles, was du kennst, und dann noch mit wenig Fähigkeiten, würde ich mir ein Diplom geben. Das Einzige, was mir noch fehlt, ich müsste mal jetzt noch einen Traktor fahren. Für das haben wir den richtigen Traktor für dich. Okay, da bin ich gespannt. Was für ein geiles Gefühl. Wo ist da die Zündung? Da. Das war es von Vize übernimmt auf dem Bauernhof. Schönen Abend miteinander. Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region.